Hallo und herzlich willkommen beim Mystik-Orakel für die kommende Woche, 19. bis 25. Januar. Es ist ein Kollektiv-Reading. Spür für dich rein, was für dich stimmig ist, was mit dir resoniert. Und falls es dich nicht anspricht, es ist nicht so wild, dann bist du vielleicht beim nächsten Mal dabei. Heute mit 36 Karten, das grosse Blatt. Ich tue das Blatt hier nicht aufnehmen, weil einfach noch der ganze Tisch voll liegt, voll Karten. Und darum, genau, können wir schon ins Ausmischen. Wir schauen einmal, was die Eckpunkte, das Thema ist von dem Kartenreading, dass du mal reinfühlen kannst, ob es mit dir resoniert. Weil wir dürfen nie vergessen, auch wenn wir für nächste Woche schauen, die Themen fangen ja nicht einfach nächste Woche an, sondern wir haben ja das schon vorher im Schwingungsfeld. Genau. Also. Einmal der Übertitel und das Thema von dem Reading ist für all die, die sich schon länger im Thema befinden, mit der eigenen inneren Stimme zu arbeiten, mit der eigenen Weisheit zu verbinden, auch auf Zeichen zu achten und unter anderem halt eben auch neue Themen ins Leben zu ziehen oder schon lange daran am Arbeiten, um etwas Neues zu starten. Und das Neustart, das kann natürlich jegliches sein. Sei es beruflich, sei es häuslich, sei es in zwischenmenschlichen Beziehungen. Aber immer mit dem Fokus, dass es halt eben nicht nur einfach etwas Neues ist, sondern dass es mit dir selber resoniert. Also dass du mit diesen Veränderungen ins höchste Potenzial kommst. Also nicht nur einfach so ein Wischiwaschi-Zeug und auch kein Kompromiss und ein bisschen etwas versuchen, sondern wirklich nahrhafte, feste Sachen, die endlich dürfen Boden und Fundament ins Leben hineinbringen. Was wir auch sehen in dem Übertitel, in dem Thema, dass es aber schon länger schwierig ist. Man sieht so ein bisschen den Wald von lauter Bäumen nicht oder hat die ganze Zeit das Gefühl, mein Gott, jetzt muss ich nach Kraftakt auf einen Berg machen. Und auch immer wieder so ein bisschen das Hin und Her, ein Ping-Pong-Spiel zwischen welchen Weg will ich denn überhaupt gehen? Was will ich überhaupt in meinem Leben? Was will ich anstreben? Und halt eben nicht nur einfach so eine Kompromisskiste oder eine Kompromissgeschichte, sondern wirklich, wo nachhaltig ist, wo man das Fundament im Leben erschaffen kann. Genau. Das wäre mal der Übertitel. Wir sehen auch hier noch Themen, wo es darum geht, dass man halt wirklich auch noch ein paar Sachen ausmistet und eben auch, wenn es um gewisse Glaubenssätze geht, zum Beispiel mit der Geduld. Warum ist man denn nicht geduldig? Warum ist man ständig nervös und in der Ungeduld? Kannst du einem Prozess vertrauen? Weil wenn wir einem Prozess vertrauen, heisst das auch, wir sind bereit, uns einem Lebensfluss hinzugeben. Vor allem, wenn es darum geht, etwas Neues, ein Potenzial auszuschöpfen, das natürlich zu unserem grössten Potenzial ist oder zum besten Gunsten von uns selber, dann ist es ganz wichtig, dass wir dort natürlich ins Vertrauen hineingehen, weil Vertrauen, das nicht gegeben ist, ist schon immer daran gekoppelt, dass man Ängste hat, Unsicherheit. Und dort dürfen wir auf jeden Fall noch hineinschauen. So, jetzt haben wir dann alle Karten auf dem Tisch, 36 Karten. Und dann schauen wir mal, was sich alles hier zeigt. Wie immer ungeschnitten, ungefiltert, einfach mit dem Flow.
So, und zwar, man sieht da schon auch, dass man immer wieder ein bisschen mit dem Thema konfrontiert ist. Es ist immer als noch so eine, wenn ein glücklicher Zufall ist oder zum Beispiel einmal, dass etwas Gutes passiert, sind immer nur so die kurzen Freuden. Und man möchte halt einfach nicht nur eine kurze Freude haben. Man will, dass die Freude immer da ist. Also auf dem Lebensweg, wo man läuft, will man ja immer Freude haben. Also das Glück spüren, die Freude spüren und nicht nur immer das Gefühl haben, oh, jetzt ist lange nichts und jetzt kommt einmal eine kleine Freude oder eine Aufmerksamkeit in meinem Leben. Und das ist natürlich klar, wenn man dort neue Wege geht, ins höchste Potenzial von sich selber, dann ist natürlich klar, ist eine ganz andere Energiefrequenz und wir ziehen das automatisch auch ins Feld. Resonanzprinzip. Und darum ist eben auch wichtig, dass man in die Geduldsgeschichte hineinkommt. Also wenn dort noch irgendwelche Glaubenssätze, Glaubensmuster, Erziehungsmodelle, die man übernommen hat, irgendwie noch rum sind, unbedingt anschauen und shiften, transformieren. Auch im Daheim kommen einige Veränderungen rein, einen neuen Aufschwung. Unter anderem sinniert man auch schon lange darüber, dass man daheim etwas aktiv verändert. Das kann natürlich sein, dass man umzieht, dass man zum Beispiel sagt, also wir umstellen jetzt umstellen oder vielleicht auch, wenn es um den Partner oder die Partnerin geht. Aber es ist etwas, wo nicht erst seit gestern ist, wo dann plötzlich in eine neue Richtung hineinkommt, sondern es ist wirklich etwas, wo man eigentlich schon lange weiss. Man weiss es schon lange und man ist auch schon länger darüber am Sinnieren, soll ich oder soll ich nicht. Mach es einfach. Mach's. Es hat einen Grund, warum dass es dich denn so lange begleitet. Wenn es ja nicht wichtig wäre, dann wäre der Gedanke ja schon lange verflogen. Genau. Ja, dann schauen wir nach, mit was das es auch noch zu tun hat. Und zwar, bei den einen könnte auch noch im Häuslichen noch das Thema drin liegen, dass man vielleicht, das betrifft sicher nicht alle, aber es wird sicher jemanden geben, der sich angesprochen fühlt, gerade auch in Partnerschaften zum Beispiel, dass man auch einmal das Gespräch sucht, wenn man das Gefühl hat, man ist nicht mehr so wertschätzend oder liebevoll mit einem. Man kann sich das so vorstellen, auch wenn man dort natürlich Mühe hat damit, dass vielleicht einfach nicht mehr so das Beschenkte um ist, dass man sich vielleicht einmal einen Blumenstrauß mitbringt oder einen Schatzi mitbringt oder der Schatzine, wie auch immer, dass man das aber auch offen kommuniziert. Also wenn du häuslich ein Thema hast, du merkst, wo einfach nicht mehr so das Bouquet vom Blumenstrauß ist verwelkt, sagen wir es einmal so, dann sprich das unbedingt an, weil auch hier kann wieder Aktivität reinkommen. Ja, dann haben wir in der Gesundheit und im Wachstum haben wir auch dort ja, den Neuanfang. Also entweder bist du nicht fit gesundheitlich und es kann jetzt in einen neuen Aufschwung kommen, oder du entdeckst vielleicht auch etwas, das dir gut tut, das dich ins Wachstum hineinbringt und auch deine Gesundheit stabilisiert. Meditation, rausgehen, Atemübungen, Breathwork und so weiter und so fort. Vielleicht einen Pilateskurs besuchen. Auch hier kommt ein neuer Aufschwung. Oder dir ist bewusst, dass eine neue Energie reinkommen darf, was also das gesundheitliche Thema anbelangt. Also dass man dort halt wirklich auch wieder mal ein bisschen mehr Me-Time, Self-Care macht. Also unbedingt gut zu sich selber schauen und wertschätzend mit einem selbst umgehen. Ja, dann haben wir, man sieht hier auch, dass einiges will aufgeschlossen werden, dass man neue Wege will gehen. Schauen gerade noch, was korrespondiert. Also man sieht da schon, man ist geführt, man kommt auch immer wieder Zeichen über oder wie die einen damals so schön sagen, Zufälle. Also es kommt auf einem das zu, was fällig ist, Zufall. Da kommt man immer wieder Impuls über. Wichtig ist aber auch, dass man offen ist für den Impuls. Und das hängt halt auch wieder mit dem Vertrauen zusammen. Wenn man nicht im Vertrauen ist, dann gibt man auch Kontrolle nicht ab und lässt sich nicht führen. Das heißt,
man kann Zeichen oder die kosmisch-komischen Zufälle eben auch schlecht wahrnehmen. Weil das ist natürlich auf einer ganz anderen Ebene, um dann die Botschaften zu deuten. Du selber leist dich ins Zentrum vom Kartenblatt. Was natürlich zeigt, dass für dich wichtig ist, dich als erste Priorität zu nehmen. Wenn du das nicht machst, dann ist jetzt ein Aufruf, dich an erster Stelle herzustellen in deinem Leben und erst alle anderen danach. Es geht nicht darum, dass man sein Ego durchzwingt und einfach sagt, ich und niemand anders, das nicht. Aber wir dürfen halt nie vergessen, wenn man sich nicht zur ersten Priorität macht, dann ist man energetisch immer für alle anderen herum und die Energieressourcen schwinden. Und wenn wir das Resonanzprinzip anschauen, was passiert denn? Wenn wir uns nicht Sorge haben, ziehen wir ja auch Situationen und Themen an, die uns auch nicht Sorge haben, oder? Genau. Im Zentrum drinnen haben wir ganz klar, man will den Anker setzen, man will ankommen, man will nicht mehr das Umböteln und Umschiffeln, so quasi von Insel zu Insel müssen experimentieren, ausprobieren oder derweiligen. Man will in sicheren Hafen einfahren. So. Und das hat für viele damit zu tun mit der Berufung und der Beschäftigung, steht natürlich auch für den Beruf, aber eben ich sage jetzt die Seelenberufung, also da werden sich sicher einige angesprochen fühlen, dass man halt eben nicht nur einfach eben so Jingle-Jangle, ein bisschen etwas kompromisstechnisches Gedöns will, sondern man will halt wirklich etwas, wo Boden hat, wo nahrhaft ist. Man will einen Neuanfang, man will Potenzial entfalten, Freude daran haben und dann eben nicht das Gefühl haben, ich muss arbeiten oder zur Arbeit, sondern ich darf wirken. Und mit meinem Wirken kann ich sogar Geld verdienen und kann meinen Unterhalt zahlen zum Beispiel. Wirklich mega schön, weil man sieht, man stellt sich selber im Fokus und man möchte natürlich jetzt endlich in einen sicheren Hafen einfahren, weil es ist halt eben schon so, gerade der Kopf ist noch gerne so ein bisschen der, wo einem ich sage immer, wenn das Fünfer-Thema reinbringt. Und das Fünfer-Thema ist so das Männchen auf dem Schiffli und man schiffelt da so etwas im Zeug rum und probiert noch ein bisschen dort aus. Und der Kopf ist meistens zuständig für das, weil der Kopf findet, ja, kannst du noch nicht oder willst du zuerst Zap oder was wäre, wenn jetzt gleich noch das möchtest. Und dann natürlich noch die Gefühlslage, die dazukommt, die natürlich sagt, ja, aber das kannst du doch jetzt nicht, bist du verrückt? Oder eine Unsicherheit, die man verspürt, dass man dann eigentlich gar nicht in einen sicheren Hafen einfährt, sondern irgendwie etwas von Inselhopping macht. Man probiert ein bisschen auf dieser Insel das aus und ein bisschen das. Und das ist so eine ständige Reise, die nie aufhört. Und da will der sichere Hafen eingefahren werden. Und das ist wunderschön und genial. Und vor allem ist eben auch spannend, dass wir im Zentrum drin sehen, nebst jetzt dem sicheren Hafen einfahren, dass man halt eben auch möchte nahrhafte Verträge eingehen. Und Vertrag kann logischerweise für einen Vertrag stehen. Das heißt, wenn du zum Beispiel dich beruflich willst, weiterentwickeln, dich vielleicht selbstständig machst, willst du eine neue Lokalität, einen Vertrag dort unterschreiben, aber es steht halt eben auch eine Verbindung eingehen. Ein Vertrag ist nicht nur einfach amtlich oder irgendetwas, wo wir unterschreiben, sondern es ist auch die Verbindung zu sich selber. Also sprich, mit den Menschen, die man im Umfeld hat. Man will nicht mehr oberflächliches Zeug. Man will alles nahrhaft haben. Mit einer Verbindung, wo ein schöner Austausch ist. Und, ganz wichtig, natürlich auch die Verbindung zu sich selber. Und da muss ich einfach eine Frage stellen, weil wir sind ja immer so gepolt, wir wollen ja gerne Partnerschaften haben, Verbindungen und Beziehungen. Aber führst du auch eine Verbindung und eine Beziehung mit dir selber? Das ist ganz, ganz wichtig, dass man mit sich selber auch eine Beziehung und eine Verbindung führt, eine Ehe mit sich selbst führt.
Weil sonst ist man auch immer nur im Aussen, anstatt bei sich selber. Und dann haben ja eben im Aussen alle anderen oder alles andere hat mehr Priorität. Genau. Ja, dann kann es natürlich noch sein, dass hier auch einmal noch irgendeine Botschaft reinflattert. Weil wir haben nämlich hier, ja, ich sage jetzt so ein bisschen in diesen Blockaden drin, dass was so ein bisschen stagniert, nicht so gut läuft und so, haben wir den Brief drin. Und der Brief sagt halt einfach, da kommt Nachricht. Und jetzt schauen wir, mit was das korrespondiert. Da kommt eine Nachricht. Es ist noch spannend. Nachricht ist ja nicht nur einfach ein SMS, ein WhatsApp oder was auch immer. Das kann natürlich jetzt so wie hier auch ein Reading, ein Impuls sein. Das kann natürlich auch sonst ein Impuls sein von der geistigen Welt, wer auch immer. Und dir wird auffallen, dass hier ein karmisches Thema noch drin liegt. Das heisst, es ist etwas noch herum, wo man shiften darf, wo man lösen darf, damit man das volle Potenzial kann leben und eben etwas machen kann, das einem wirklich dienlich ist und halt eben nicht nur so ein wischiwaschi Kompromissgedöns, sondern in sicheren Hafen kann einfahren kann, darf dort halt wirklich zuerst noch etwas als gelöst werden. Und zwar, wir haben hier, das korrespondiert mit, Achtung, schauen wir hier nach. Das ist jetzt schon spannend. Ja, mit 2 Themen. Ein Thema. Freund und Helfer von allen sein. So. Angst vor Grenzen. Angst, die eigenen Grenzen zu ziehen. Angst zu sagen, das ist mein Raum. Und der Raum, wenn das ein pinkes Einhornschloss ist, das ich mir jetzt erschaffe, dass es dann auch so ist. Egal, ob jemand anderes sagt, hey, was machst du jetzt mit dem einhornpinken Schloss hier? Du fällst schon auf von allen. Ja, dann ist es so für dich. Nicht immer das Gefühl haben, wir müssen es allen recht machen. Wichtig ist, das, was du im Leben machst, das musst du dir selber recht machen. Und da bringe ich immer am liebsten diesen Satz als Vergleich. Und zwar, du laufst übers Wasser. 99 Leute finden, wow, die kann übers Wasser laufen. Und ein Honk kommt sicher hinführen und sagt, du bist eigentlich viel zu faul zum Schwimmen. Und genau da sehen wir, recht machen können wir es niemandem, sondern nur wir uns selber. Und solange du etwas machst, wo ja niemandem schadet, ist doch alles fein. Und das andere ist dann halt Geschmackssache. Nur weil einem das Einhornschloss nicht gefällt, heisst das noch lange nicht, dass es du dir nicht selber kreieren darfst. Und dann haben wir eben auch das Thema der Öffentlichkeit. Also wenn du gerade zum Beispiel das Thema hast, in der Öffentlichkeit zu zeigen oder erkenntlich zu zeigen oder in die Öffentlichkeit rauszugehen, sei es mit einem Geschäft oder zum Beispiel vielleicht einmal zu zeigen, wer du bist, weil die Mauern jetzt halt fallen und du findest, ich will nahrhafte Verbindung. Ich gehe jetzt auch authentisch raus, wie ich bin, mit allen sozialen Kontakten und dann passt das vielleicht nicht mehr so, dass auch dort schaust. Es muss nicht anderen passen. Dir muss es passen. Und das ist halt das Resonanzprinzip. Je authentischer du bist, desto authentischer sind auch die Menschen zu dir. Dann können nahrhafte Verbindungen kommen. Je mehr du eine Ehe mit dir selber führst, desto mehr kann auch eine Ehe in dein Leben kommen. Das ist halt einfach das Resonanzprinzip. Und da wirst du wirklich noch einen Schubf in die Richtung bekommen, wo sind die Themen so karmische Themen. Und das heisst, das sind Sachen, das ist nicht das erste Mal gelaufen. Das läuft schon ewig. Und das dürfen wir jetzt auch durchbrechen, dass man nachher in sicheren Hafen einfahren kann. Genau. Ja, manchmal hat man so ein bisschen Mühe, dass man nicht weiss, was der nächste Schritt ist. Ich hätte zwar gerne eine Veränderung, aber ich will mich auch nicht wirklich hingeben, weil es heisst, ich muss Kontrolle abgeben, ich muss im Vertrauen bleiben, den Zeichen folgen.
meiner inneren Stimme folgen. Und dann ist halt eben so, dass wir hätte halt gerne einen Plan. Das braucht es gar nicht. Du wirst sowieso geführt. Und wenn du auf die Zeichen los bist und im Vertrauen bist, dann kann ja nichts schief gehen. Dann kommt das alles wunderbärchen. Ganz einfach. Genau. Ganz wichtig auch wieder mehr ins innere Kind eintauchen, das Leben wieder mal ein bisschen spielerisch anschauen, mach etwas, was dir gut tut. Und ja, vielleicht willst du auch wieder mal etwas machen, was man vielleicht das letzte Mal als Kind gemacht hat. Du siehst irgendwo einen Ballon, dann kauf dir den Ballon. Und vielleicht kaufst du dir 30 Ballone. Ist schon egal, aber mach etwas, was dir gut tut. Vielleicht etwas, was man im Erwachsenenalter wie verloren hat, um es zu machen. Ja, dann isst halt einmal ein Pack Ponchips in deinem Bett. Dann mach doch das und fühl dich wieder kindlich oder wie ein Teenager. Dass man einfach auch wieder mal die Vielfalt und das Spielerische und die bunten Farben im Leben sieht. Weil dann öffnet man eben auch wieder das, um gewisse Signale und Zeichen wieder zu erkennen. Vor allem dort, wo man geführt wird. Genau. Dann, was haben wir noch Schönes? Es braucht auf jeden Fall eine Mühe Geduld, das haben wir ja schon gehabt. Also gang ins Vertrauen, ganz wichtig. Es ist wirklich ein Prozess, wo es immer wieder einen Aufwind gibt. Du kannst dir eben, wir sind ja hier jetzt mit dem Bötli unterwegs, sicher einen Hafen einfahren, so, und du bist halt eben nicht mit dem Motorboot unterwegs, sondern mit einem Segelschiff. Und der Prozess bedeutet halt, dass wenn der Wind kommt und wenn er wieder abflacht, dann, genau dann, wenn quasi die Winddurststrecke kommt, im Vertrauen zu bleiben, weil genau das macht den Prozess aus und es macht dich stärker und bringt dich mehr in Verbindung nach oben und nach oben. Wir sehen hier auch, Entschuldigung, wir sehen hier auch, dass je nachdem auch noch so ein paar familiäre Themen können aufkommen, so ein bisschen Unruhe, vielleicht noch Abtrennungen, vielleicht auch noch klärende Gespräche. Muss aber nicht in Aufruhr sein, überhaupt nicht. Also nicht, dass man jetzt das Gefühl hat, um Gottes Willen, was kommt jetzt da? Man sieht dort einfach noch Themen drin, die so ein bisschen stagnieren, die auch noch Redebedarf haben und die sich lösen dürfen. Ja, im Erfolg haben wir den Weg. Ja, es ist ein Prozess, das, was hier läuft. Es ist ein Prozess, um eben genau dann, wenn die Winddurststrecke kommt, ins Vertrauen zu gehen. Schnaufen, runterfahren, oder dann etwas Gutes für dich, Me-Time, Musik hören, tanzen. Und ja, vielleicht muss man auch einfach einmal schreien. Ist ja auch völlig in Ordnung. Aber wichtig ist, dass du dir deinen Gefühlen Raum gibst, das rauslässt und dort dann wieder ins Vertrauen kommst. Vor allem, wenn du merkst, in dem Gefühl ist irgendeine Unsicherheit, das quält dich, bist los raus. Unbedingt. Schreiben hilft auch sehr. Ganz wichtig. Genau. Ja, falls du Finanzthemen hast, dort liegt noch vielleicht ein bisschen der Argen schief. Also pass nächste Woche mit Investitionen einfach noch so ein bisschen auf. Falls dort auch schon längere Themen herum sind, sie werden noch ein bisschen bleiben. Aber Achtung, was haben wir noch drin? Auch dort kommt es in eine bessere Richtung. Für die jetzt wirklich mit Finanzen nicht viel am Hut haben oder so, einfach nächste Woche schauen, nicht, dass du irgendwie sinnlos Einkäufe machst, die du nicht brauchst, weil du wirst es sofort merken, nachdem du es gekauft hast, Scheiße, eigentlich hätte ich das gar nicht gebraucht und habe jetzt einfach Geld aus dem Fenster rausgelocht. Natürlich auch noch ein Hinweis bei den Finanzen, auch sich selber. Also die Finanzen sind ja auch immer sehr, sehr stark mit dem Selbstwert gekoppelt. Also auch dort, wo ist dein Selbstwert? Vor allem nächste Woche. Ja, wenn du vielleicht irgendwie etwas kompensieren willst, weil es dir gerade nicht gut geht und denkst, ich mache Frustshopping oder so, schau es nochmal genau an.
gang ins Gefühl hinein, was willst du kompensieren und gang es lösen, gang es shiften. Aber für die schon länger ein Thema mit Finanzen haben, es bleibt noch ein kleiner Moment, im Vertrauen bleiben, da kommt wirklich eine neue Energie hinein. Ja, beim Beruf, ja, da knagt es halt hier und da mal für die noch so ein bisschen mit dem Beruf oder nicht wissen, soll ich jetzt einen Jobwechsel machen oder soll ich ein neues Hobby anfangen, weil es beim Beruf geht es auch um die Beschäftigung. Es knägelt noch so ein bisschen eins ums andere. Also, da ist noch, die Sonne kommt dann. Jetzt sind noch die Wolken ein bisschen da, zwischen ihnen siehst du einen Lichtblick, aber einfach Geduld haben. Eben, es zieht sich wie ein roter Faden, einfach Geduld haben in dem ganzen Kontext. Immer wieder ins Vertrauen gehen und wirklich ruhig bleiben und gut zu dir selber schauen. Dann, was haben wir noch zum Abschluss? Es darf etwas wirklich an die Öffentlichkeit kommen. Das heisst, für die schon länger am Sinnieren sind, soll ich oder soll ich nicht, mach. Mach einfach. Wenn du schon lange etwas machen willst oder auch in der Öffentlichkeit mitteilen willst, das kann nicht, die Öffentlichkeit ist einfach alles außerhalb vom Haus, von der eigenen vier Wänden. Mach's. Mach's, weil es ist wichtig und es ist schicksalshaft. Es ist schicksalshaft. Und es bringt dich wunderschön auf Deutsch gesagt, in deine eigene Ehe. Du leihst deinen Ring für dich selber an. Und das kann sich vertiefen und dann kommst du wieder in eine ganz andere Verbindung mit dir selber. Nicht zu viel umstudieren, sich hinkeilen lassen in den Lebensfluss und einfach Geduld haben. Geduld haben. Und dann tut sich da ganz, ganz viel auf. Und somit wünsche ich dir eine ganz gute Woche. Danke vielmals fürs Zuhören. Ich freue mich über ein Like, ein Abo, einen Kommentar. Lass mich mega gerne wissen. Und somit bis zum nächsten Mal.